Goedemorgen. Zo, vandaag is helgedag. En ik zie een kerk groot gewassen. En mangens tietje is helgedag met zo'n thema. Zo, ik was van der, ik kan mijn boodschap van jou met zo'n traagje post, dat ik wil te mij predigen. En ik geloof meer van ons her dat zo. Zo, we dit gaan 3 maal het jaar 3 helgedag. We hebben mal zijn wanneer dat zijn. Maar wanneer hebben we alles helgedag? Goed, so we gaan 3 maal 3 helgedag, wat we dit geleerd hand te hand. Bloos we, wanneer Kinder nog mal vragen, we zouden zijn weens. We dit gaan helgedag weens. We zijn al 500 jaar geweest met diese mensen zijn, of Mennonieten, en we hebben deze 3 helgedag bloos even metgearven. En wanneer we met onze Welt belenken, de ganz grote meerheid heeft geen ahnung wat het is, niet wieder als we gaan helgedag. So, wij moeten door de lenken en aan ons de vrouwen, wo zo vier wie Weihnachten? Wer is alle onder 12 jaar? Helemaal 100. Wer is alle onder 12? Oké. Al die wat nu de 100 gehoven hebben, zeg me mal, wo zo vier wie Weihnachten? Jesus geboren is. Oké, nu weet je een grote vrouw. Hebben we Bibelgrund voor Weihnachten vieren? Hebben we een oud-testamentliche Fast, wat we even gesagt haben, een Nieuwe Testament Fast zum Weihnachten vieren? No, wir haben nicht. Weihnachten haben wir uns mit so was uitgedacht. Dat is niet meer aardig verschonen, ik kom hier niet Weihnachten verachten, ik kom was met de Geschichte metdenken. So Weihnachten, wat moet je viert van eerst bij 400 jaar, nu dem dat Jezus längst im Himmel gefahren wird. Aber dann die nächsten 2 helgedagen, Ostern und Pfingsten, sind ganz andere helgedagen. Also, Ostern, weet wie, dat is dat vast wat im Oude Testament al gevierd wordt. Wer weet wat de vierden im Oude Testament? Passafast. Wat weer op Passafast? De Radung uit Ägypten ruut. So, Ostern, wie was een vreemde ding. Also, wie weten de Ostergeschichte? Ostern wie de Geschichte van Radung uit Ägypten, Jesus zijn dood en opstond, wie Ostern, zodat ging wieder. We gaan, we zeggen, de betere Ostern. Dat is wat ik daar beschreven. Maar dan hebben we Pfingsten, en Pfingsten is bij ons diese mensen zo'n vast van 3 dagen, wat werkelijk uitgeschult is. De meeste van onze diese mensen, die vieren so ein Jahr Pfingsten, wenn am de Monaten den Sachen nicht schaffen, aber du hast so wenig Contenido, du hast so wenig durchhängen. So, vielleicht sollen wir uns dann ein bisschen trägwackeln und an uns denken halten, also, wo so werden helgedag angeführt? Wir finden im 5. Mose, Kapitel 6, vom Vers 4 bis 9, dort Gebot, was bei den Juden so sehr wichtig wird. Also in 5. Mose 6, vom Vers 4 bis 9, haben wir ein sehr interessantes Rezept für unseren Glauben oder für die Juden. So, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt. Und da hat Radung geschafft, nu hat Gott sich sein Volk gemerkt. Und dann 5. Mose ist die Wiederholung von all diesen schönen Dingen, was Gott das Volk gesagt hat. Und dann lesen wir durch in 5. Mose 6 vom Vers 4 wieder, so steht: Hört Israeliten, der Herr und der Herr allein ist uns Gott. Je zal dem Herr jenen Gott met je ganze hart goed zijn en met je ganze Seele en met al je kracht. Deze weer der ik van jou geef, zal je niet vergeten. Schop je Kinder op met die, red van die, wanneer je in je huis zitten, wanneer je reizen, wanneer je doel leiden en wanneer je opstoen. Bengt de aan de hand op een zadel en om stieren en een hengsel. En schreef de aan je der rechter en aan de poort te je stad. En dat weer dan dat wat de Volk Israël metkreeg en du weer deze helgedag met aan.
So haal je aan, ving ik als een sehr schöne Ding. Haal je soll wie aan. Dat treue Ding is, wanneer we bloos haal je aan weens. Dan haal je aan nicht schön. Und wenn wir unsere Gesellschaft lang checken, aber fortmal lang haben wir einen halben Tag. Und dann merken wir, wo traurig unsere Welt ist. Du sind so viele Menschen mit der Lappen an der halben Tag und mit der Wagen versinnen die sich, so ist ja kein anderen Tag da. Und das macht mich traurig. Das meint so viel, dass wir Mennoniten, wir versinnen uns da, als wat we evangelium predigen en halve dag. Wenn wir weten weg, wat we doen. Pfingsten ist von der ans halve dag. Wieso Pfingsten und was kommt damit? Also, das Volk Israel hat 7 halve Jahre. Wir wollen uns von der nicht Zeit nehmen, um alle bechecken. Aber wenn wir erst von gehen, das ist eine schöne Sache, die halbe Jahre vom Alten Testament zu bechecken und mit uns zu vergleichen. Und ein von denen ist Pfingsten. Also, wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann merken wir dort sagt, du aus dem Pfingsttag gekommen wir, dann passiert du all das interessante Dinge. So, wer weiß, was Pfingsttag dann ist? Der Alte Testamentliche Pfingsttag. Okay, dann wollen wir was nicht lernen von dir. Wir gehen nu 3. Mose 23 und du willst wir vom Vers 15 bis 21 lesen. 3. Mose 23. Und dann wollen wir diese lesen vom Vers 15 bis 21. Also diese, von dem Tag nun Sabbat, also dort ist der Ostersabbat gemeint, von dem Tag nun Sabbat, und dem je dem Herrn der erste Gabe aus ein Opfer, wird abgehoben wird, gebracht haben, soll je 7 volle Werktal. Bei dem Tag, nur dem 7. Sabbat, also 50 Tage, soll die teilen und dann dem Herrn ein Etesopfer von der frischen Ernte bringen. Jede Familie soll 2 Bildjes Brot zum Heiligtum bringen, wo beide von 2 Tienel verwittet Mehl mit Süßdeeg gebacken sind. Die sollen aus Erstlingsgut von der Wetternte dem Herrn gehört. In Büter das Brot soll je noch 7 einjährige fehlerlose Schub in einen jungen Ball in 2 Schubsberg mitbringen, in dem Herrn dort aus Brandopfer bringen. Und je sollen die 4 geschriebene Etesopfer und Trinkopfer mit dem Brandopfer bringen. Ein 4 Opfer zu ein schönes Geruch für den Herrn. Und opfert auch noch einen Kosenbock aus Sündopfer in 2 einjährige Schub aus Dankopfer. Und der Priester soll dort aus ein Opfer, das abgehoben wird, mit der erste Brauttaub für den Herrn abheben. Das ist eine heilige Gabe für den Herrn und soll der Priester gehören. Diesen Tag soll je aus ein heiligen Tag bekannt machen, wo je keine alldärsche Arbeit tun. Diese Ordnung gilt jene Nukum für immer, überall, wo je wohnen. Also, dann haben wir 50 Tage, nur Ostern ein halber Tag. Und das wird der Original Pfingsttag. Wir machen hier an diesem Pfingsttag, da wir was so Besonderes. So, zu Ostern müssen die alle Süßdeeg rühren. Das weiß wir alle, nicht? So, alle Hefe muss abgerieben werden. Ich weiß, hier sind einige früher, die dann Süßdeeg, Tobakjes backen. So, die müssen alles rüttklittern, dann müssen sie vom Frischen anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die frisch Süßdeeg machen. Aber das macht beinahe 50 Tage gut zu tun. Wenn am 50. Tag, halben Tag, müssen wir 2 Bildjes mitbringen, was mit Süßdeeg gebacken wird. So, wir haben hier nun ein Neues Testament, der Geschichte, dort welche Pfingsttag kommen, dann passiert was nicht. Aber, zum der Geschichte noch interessanter machen, weil wir uns von der an uns christlichen Leben ein bisschen anschauen. So, zum Wiederholung
doordoen als Jesus is doodgemaakt worden. Dat is een graf neergelegd. En de jongeren en al die wat aan Jezus geloofden, die waren zo 2. Jezus staat op en die ran graf en die kan niet geloven dat het ladig is. Jezus begint zich met zijn jongeren voor 40 dagen lang en voort naar de hemel. Wanneer de geschichte door te einde ging, dan wordt het een zo treurige Christentum zijn. Want dan worden we alle wijzen dingen zijn. Maar we weten dat de geschichte door niet afgeht. We willen in Matthäus 28 van vers 16 tot 20 lezen. So Matthäus 28, dat is de afscheidsrede wat Jezus heeft met zijn jongeren. Matthäus 28 van vers 16 en wieder lezen we zo staat. De 11 jongeren gingen dan naar Galilea naar den Berg, zoals Jezus besteld had. En als ze hem zagen, schneiden zij zich voor hem doel. Einige twijfelden. En Jezus zei aan, mij is alle geweld gegeven im Himmel ook op eerd. Dan gaat nu naar de Volken van de wereld en merkt aan te leerlingen en duipt aan in de namen van dem Vader, van dem Zoon en van den Heiligen Geest. Leert aan alles te doen wat ik jullie bevolen heb en verloot jullie doorop actie immer bij jullie wat dem eng van de wereld. So Jesus neemt afscheid door bij dessen Berg en die voeren naar de Himmel, aber die Leute door dessen Hoffnung, oder wie sollen sagen, dessen Trost wird zu seinen Jüngern und sagt, ich will immer bei ihnen sein, was am Ende von der Welt. Wir kennen die Geschichte, dass diese Jungs, die gingen nach Jerusalem, und wenn wir die Geschichte vielleicht mit in Detail lesen, dann hört sich uns dort so, die gingen gerade nur den Stuhl, wo Jesus hat Abendmahl gehabt mit seinen Jüngern. Aber wir lesen nur in Apostelgeschichte 1, von Vers 4 bis 11, die Geschichte noch einmal. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 4, wieder sagt dort so steht. Und als er mit an Taub wir, befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat, wovon sie jene haben reden wird. Weil Johannes dort mit Wutter, je aber selben an ein paar Tage mit dem Heiligen Geist gedeutet wurde. Und als sie sich taub trafen, frühen sie an, Herr, was Israel nu ware, erkennigere herstellen? Er sagte an, dass es nicht verjüngt, die Tiden in der zu weiten, die der Vater sich an seine Macht bestimmt hat. Aber, wenn der Heilige Geist über jünd kommen wird, wo je Kraft kriegen, und je war meine Zeugen sein, an Jerusalem, an ganz Judäa, an Samaria, und über die ganze Welt. Also, Jesus hat unbedingt nicht seine Jünger, oder am Gläubigen, als Wesentjänger hängen lassen. Und dann passiert Pfingsttag. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Da haben wir dann die Geschichte von was wir von der feiern. Als der Pfingsttag dann kam, werden sie alle auf eine Stadt taub. So, das wird nicht ein neuer Helgetag, das wird der Helgetag, wo wir uns kurz gelesen haben, in 3. Mose 23. Das wird der Helgetag 50 Tage nur Ostern, wo die erste Opfer, die erste Ernte opfern deuten zu Gott. Diese Menschen sind hier taub, wenn es ein Helgetag ist, im größten Teil, aber dann passiert was bitte wird. So haben wir 3. Mose lesen, dort so einfach, die kommen nur mit ihre 2 Bultjes, ihre Schub, ihre Kie, ihre Kosen, und dann gehen die der ganze Rezept lang von was alles opfern soll. Aber hier passiert was nicht. Und plötzlich hielten sie, so aus einem Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, so dass es am ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollten. Dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4 und die sahen sich ab jeder einem von an. Also, die Geschichte wird interessant. Pfingsttag wird in 2 Wege verändert. Eins, die Hirten in Gelüt. Dort sagst du, dort rüst. Und dort hat mit Hirten zu tun. Das zweite Ding, was in dieser Geschichte mir auffällig ist, Gott gibt dir noch, was die sein können. So, die können hören und die können sein, dass
Alles wat niet passiert hier. Und dann lesen wir wieder am Vers 4. Sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, du nur aus der Geist an dort möglich mög. Pfingsttag hat angefangen und wir wird so besonders. Jesus hat versprochen, wie seine Jünger zu sein, bei einer Welt. Und der Pfingsttag kam und der Heilige Geist kam rauf. Ganz unbedingt wird dort ein Fass, was sich lohnt zu feiern. Wenn wir gerade im Kapitel 2 bleiben, dann haben wir durch diese ganze Erweckung, was da passiert, Petrus predigt, und dann sagen uns dort in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41, so steht. Als sie das nu hielten, da wird die Geschichte von Jesus, ging an dort zu horten und sie sagten zu Petrus und den anderen Apostel, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? Petrus sagte an, keert und lütjen alle an Jesus Christus in den Namen deuten, dort jünt die Sünden vergeben worden. Dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Das ist, was Gott jünt in jene Kinder versprochen hat, und all die, wat weit auf sind, die Gott uns hat, nur sich rauben wird. Petrus redete an, nach der viele andere wieder in ermuntern, lütjend diese verdrehte Generation rütraden, und die sein Wort mit Frieden annehmen, leuten sich deuten, und an den Tag werden nur 3000 Säulen zugekommen. Des Tags ist so onreerd für mich. Petrus hat den grootste Osterboodschap hergeholt, der grootste den gesagt, je han Jesus dood gemerkt, aber Gott hat dort so allem verrückt bestimmt. Und dann fingen wir hier so, dort diese Menschen wollen weiten, was soll wir tun? Vers 38 ist dann das Besondere. Petrus sagte an, keert und lütjent alle an Jesus Christus in Namen deuten, dort jünt die Sünden vergeben worden. Und dann kommt noch was mehr dabei. Dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Die Botschaft, was wir von dir feiern am Pfingsttag, ist, Gott will uns den Heiligen Geist schenken. Gott will mit uns Gemeinschaft leben. Gott will uns nicht allein lassen. Das Versprechen, was Jesus seine Jünger gibt, ist für uns von dir eine Anladung. Du sind zwei Dinge, was du tau gehört. Kraxus Petrus sagt, arrepiéntanse y bautícense. Dau Buße von Sinn. Für diese Männer, wenn Petrus hier predigt, wie der Buße, der hat Jesus umgebracht, wenn die glauben, die Last an Gott. Und der soll nu wegdrehen davon und Jesus annehmen als Radar. Zweite Ding, sie sollen sich deuten lassen. Und wenn Sinnenvergebung passiert ist, dann kriegen wir den Heiligen Geist geschenkt aus der Verheitung, dort Jesus als einmal bei uns. Ich will sagen gleich, uns letzte Taufers, Peter sehr häufig im Kostall gewesen beim
Mag Gott mit uns sein, indem wir uns lernen, bessere Helligdag zu haben. Und ein beter soll ich vielleicht sagen, ab Irmsten. Helligdag hat voll mehr Erswehr. So ist ein Geburtstag. Aber das ist bloß, das alt geworden. Unsere Helligdag in der Kirche sind nicht so einfach als dort. Unsere Helligdag in der Kirche sollen einen Grund haben. Und wir sollen von dir hier taub kommen, zum sagen, Dankeschön Gott, du hast uns nicht allein gelassen. Und wir vertrauen darauf, dass du was bei uns sind, aber das ist alles zu eng, weil wir taub beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du uns vor bist. Dankeschön, dass du durch Not, durch Jesus uns Sinnenvergebung geschenkt hast. Dankeschön für den Heiligen Geist. Dankeschön, dass du uns den Geist gibst, der uns dort bewusst macht, dass wir wirklich ewig Leben haben. Dass wir gerettet sind und dass wir uns freuen können zu dem Tag, wo wir uns mit dir begegnen. Wir beten von dir, dass du uns als Kirche und überall uns als Christen möchtest helfen, dass wenn wir Helligdag feiern, dass das nicht bloß ein Ding sein, was wir uit Ungewohnheit tun. Dass wir das bewusst tun und dass wir uit Dankbarkeit für das, was du gewirkt hast, Helligdag haben. Wir beten, dass von dir mag so ein Tag sein, wo wir uns freuen, aufrichtig freuen, dass du uns den Heiligen Geist gibst, sodass wir dort weiten, dass wir gerettet sind. Möchtest du durch uns in dieser Helligdag auch diese Botschaft helfen, wiederzugeben und so viele Menschen, die du verbessert sind an ihrer Helligdag, möchten wir kein Licht schienen auf dort, was du getan hast. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.